Hallo und herzlich willkommen zu einer Partie, die ja eigentlich fast schon entschieden ist, wenn man den Experten glauben darf. Beide Mannschaften sind in der Tabelle weit auseinander positioniert. Aber Sebastian, es gibt Überraschungen im Fußball, das muss nichts heißen. Ja, völlig richtig, Tom, denn wenn es immer so einfach wäre, dann müsste man das Ganze ja gar nicht mehr austragen. Und ich glaube, der Außenseiter hat nichts zu verlieren. Das könnte die Chance sein, kann hier völlig gelöst aufspielen und hat deshalb durchaus seine Chancen. Also erstmal müssen 90 Minuten gespielt werden. Und jetzt bloß weg mit dem Ding, weg! So, den muss er jetzt verwandeln. Eigentlich war der schon drin, aber irgendwie war der Torhüter noch dran. Oh, das sieht gut aus. Foul! Oh, das hat er gut gesehen. Und der Abwehrspieler geht dazwischen. Ja, der Ball war im Tor aus, ganz klar. Und das muss jetzt Abstoß geben. Modric hat den Ball. Und wieso gibt es hier eigentlich nur Freistoß? Da hätte er dem noch gelb zeigen müssen. Klug gespielt. Achtung, die Abwehr muss aufpassen nach diesem Kopfball. Jetzt hat er die Situation geklärt. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Und sie stehen immer noch kompakt, sind nach wie vor konzentriert. Oh, da war auch ein bisschen Pech mit dem Spiel. Ja, wo landet der? Ja, ein schöner Pass. Der grätscht hinein in den Mann und verursacht einen Freistoß. Eigentlich pfeift der Schiedsrichter ziemlich kleinlich, aber in dieser Aktion wäre eine gelbe Karte gerechtfertigt gewesen. Ja, und der Schuss, der ging ja ehrlich gesagt nicht mal in die Nähe des Tores. Ja, da hatten sie die Chance, aber wieder ist die Abwehr zur Stelle. Klasse Pass und jetzt hat er Platz. Das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ich weiß gar nicht, warum der Spieler hier meckert. Das war eine ganz klare gelbe Karte und die gibt's auch. Ja, Foul, gelbe Karte, richtige Entscheidung.
Nee, das war zu schwach. Keine Schwierigkeit für den Keeper hier, den Ball abzuwehren. Ja, erstmal raus hinten mit dem Ding. Ja, und wenn sie es dem Abwehrspieler so leicht machen, bitte, schon hat er wieder den Ball. Ja, nicht nur viel Raum überbrückt, sondern auch noch den Mannschaftskameraden gefunden. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ja, das war ein rüdes Foulspiel. Ich weiß auch nicht, aber der Schiedsrichter sieht keine Veranlassung da, die gelbe Karte zu zücken, nur Freistoß. Oh, der fliegt weit, der Ball. Tja, sieht so aus, als hätten sich die Akteure beider Mannschaften die Treffer für den zweiten Durchgang aufgespart. Also wenn das kein Strafstoß war, dann weiß ich es auch nicht. Und der Schiedsrichter sieht das genauso. So, wird das ein Tor. Und der Ball springt vom Pfosten zurück. Und das war ein klasse Elfmeter. Super, viel besser geht's nicht. Ja, Zuschauer haben bislang erst einen Treffer gesehen. Spielstand also logischerweise 1:0 und damit geht es jetzt in die Halbzeitpause. Also einen Aufreger hat es natürlich gegeben im ersten Durchgang, das war der Elfmeter. Schauen wir mal, wie das Team damit umgeht im zweiten Durchgang. Wir sind gespannt darauf, was die zweite Halbzeit bringen wird. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Spieler sind alle da. Auf geht's. Wo hat der Zweikampf nicht gescheut und sich den Ball erkämpft. Und das ist wichtig, die ganze Abwehr steht kompakt. Ja, solange er den Ball nicht verliert, ist es ja gut. Andererseits könnte er jetzt mal abspielen. So, jetzt hat er das Spiel erstmal beruhigt. Modric. Was für eine klasse Tat. Stark gehalten vom Torhüter in dieser Szene. Das war nicht leicht für ihn. Ja, der Schiedsrichter hat einen Foul gesehen und entscheidet auf Freistoß. Und jetzt hat er die Räume. Jetzt hat er den Platz. Und das war eine üble Aktion und das gibt Strafstoß. Ja, genau mit solch dummen Aktionen gefährden sie ja ihre Führung. Oh, der Druck ist immens groß. Und das war ein Weltklasse-Elfmeter. Cool, platziert und hart geschossen. Da hat er kurz nach oben geschaut, haben sie es gesehen und seinen Mitspieler perfekt in Szene gesetzt. Starker Kopfball. Und der trifft Alu. Oh, leichtsinnig der Fehlpass. Und davon könnten sie jetzt profitieren. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung.
Modric. Aber der Abwehrspieler steht auch goldrichtig. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Alle Angreifer sind jetzt in der gegnerischen Hälfte postiert. Ja, ist gut zu erkennen, dass sich die Spieler da für einen Einsatz bereit machen. Noch jenseits der Seitenlinie. Das wird sich gleich ändern. Der Trainer wird mindestens einen frischen Mann bringen. Ja, steht mindestens eine Auswechslung bevor. Ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenauslinie. So, jetzt eine gute Flanke und dann wird es ganz eng für die hinten drin. Nach vorne geklärt. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Super Parade des Torhüters. Ja, Torwart will kein Risiko angehen, klärt. Ja, Fehlpass. Ja, das sieht gut aus. Das war ein Foul und deswegen gibt es Freistoß. Des Trainers seine zweite heute. Gut hat er das gemacht, im Mittelfeld den Ball erobert. Absolut spitze, da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Jetzt müsste er flanken. Los, schieß, Junge! Spieler machen sich warm am Rande des Spielfelds und der Trainer hat sich wohl jetzt entschieden, mindestens mal eine Auswechslung vorzunehmen. Ja, es könnte sein, dass er die Situation damit geklärt hat. Ja, das war klasse. Hey, werden noch 2 Minuten nachgespielt. Mühelos fängt der Keeper diese Flanke ab. Ganz weiter Ball vom Keeper. Ja, das könnte eine gute Chance werden, aber jetzt müsste er auch flanken. Und da kommt die Flanke mit viel Effet. Und so oft wir dieses Tor sehen, es wird uns nicht langweilig. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. So, und jetzt fragen wir uns natürlich alle, können Sie diese knappe Führung irgendwie über die Zeit retten? So, jetzt ist vorbei. 2:1 der Endstand. So, Tom Bayer sagt, Dankeschön, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank natürlich auch an Sebastian Hellmann.